Darf ich vorstellen? Foxy und der Henry. Sie beide spielen in der heutigen Challenge die Hauptrolle. Agility Challenge. Aha, schon mal. Ja, einmal. Und in der Hundeschule. Du? Noch nie. Das erste Mal, dass wir so einen Platz betreten. Yeah, Agility. Und ich habe gedacht, oh Gott, Agility. Bei der Sportart Agility haben die Hunde am meisten zu tun. Aber ihr werdet euch gefordert, weil es geht um Zusammenarbeit. Ihr müsst mit euren Hunden den Weg weisen. Also ich glaube, bei mir ist es jetzt tatsächlich der Moment, wo ich es bereue, nicht in die Hundeschule gegangen zu sein. Ich gehe nicht davon aus, dass ich es kann. Gewisse Sachen glaube ich, dass der Handy kann und es Tunnelsatz, sodass es schwierig werden. Natürlich ist auch Agility Parkour auf eure Hunde angepasst. Es startet mit 3 Sprüngen, dann geht es durch ein kurzes Tunnel, nachher kommt ein Slalom-Parkour, dann gibt es nochmal 2 Sprünge und zum Schluss wartet ein langes Tunnel. Ob eure Hunde das echt kennen? Ich muss sicher gut dabei haben. Ob sie dann schnallt, was sie machen, damit sie die überkommt, das ist dann wirklich eine Macht. Ich habe keine Taktik, just do it. Noch sind sie den Parkour am Kennenlernen und am Trainieren, aber bald gibt es den ersten. Hier? Go. So sind sie bereit. Ich glaube schon. Bereit? Go, Foxy. Ja, also ich bin schon nervös, muss ich zugeben. Ich weiss, sie kommt nach dem Besitzer oder sie hat einen eigenen Kopf, wenn sie keine Lust hat, dann macht sie auch gar nicht. Da sind wir ja mal gespannt. Das ist der Parkour, der Büssi und Foxy fangen an und los. Nein. Oh, leichte Startschwierigkeiten, aber jetzt läuft's. Und es kommen gerade mal 3 Sprünge. Fein. Also ich bin ehrlich gesagt begeistert. Ich habe nie gedacht, dass das über ein Hindernis kommt. In der Regel läuft es drumherum. Und von dem her super, dass sie das schon geschafft haben. Komm her. Hopp. Ja, fein. Nein, komm hier. Hopp. Fein. Die ersten Sprünge sind durch, jetzt kommt die kurze Röhre. Und da. Foxy. Fein. Ja, die grosse Challenge war natürlich die Röhre, aber ich habe natürlich die Wunderwaffe gut in der Hand gehabt. Wenn es gut davon ausgeht, dann geht sie hinten rein. Machen wir Slalom? Mal schauen, ob das beim Slalom einfach geht. Hier. Hopp. Slalom auch etwas, was ich nie gemacht habe. Sagen wir es jetzt mal so, die Hunde wäre schneller gewesen als Foxy. Aber die hat kein gutes vorne dran. Und hier. Fein. Und da. Na gut, jetzt sind sie das Gute doch noch nicht. Weiter geht's aber 2 Sprünge. Ja, fein. Die lange Röhre ist sicher eine Challenge. Rennst du da durch? Komm hier. Foxy. Normalerweise ist ja grosse Röhre etwas, wo ich durchaus Geld damit verdiene, aber für Foxy gar nicht. Okay. Und jetzt der Schlussspurt mit einem kleinen Umweg, das kostet Zeit. Aber geschafft in 1 Minute und 15 Sekunden. Ja, Minute 15. Das ist jetzt sehr schnell. Genau das versucht Fabian jetzt mit ihrem Henry. Los! Sprünge laufen sehr gut. Beim Tunnel bin ich jetzt gespannt, ob Victoria läuft. Das kommt jetzt. Und. Schnell. Komm da. Die Röhre hat 30 gekostet. Hat Fabian das jetzt beim Slalom wieder voll? Das Slalom ist bei mir sehr gut gelaufen. Da weiss ich, wie mit der Hand führen, dass es wirklich im Guteli oder mit einer Hand nachläuft. Ja. Oh, da. Hey! Und dort!
Sprünge sind für den Henrik kein Problem, aber jetzt kommt für ihn die lange Röhre. Wandert er da durch? Nein, macht's nicht. Das kann ich nicht. Die grosse Röhre ist auch gross für meinen kleinen Hund und ich glaube, weil er mich am Ende nicht sieht, ich muss so schnell übersäckeln und irgendwie mit dem Finger, das ist auch gross. Komm, Bleibt fair und jetzt durch das Ziel. Die Zeit läuft. Die Zeit läuft. 1-0, das ist der Sieg. Ich bin sehr zufrieden mit der Challenge. Es hat mega Spaß gemacht. Ich muss glaube mehr mit Konditionen arbeiten, wenn du ich muss nicht mehr mögen. Es ist anstrengend. Ja, ich gratuliere Fabian Henry von ganzem Herzen, sensationelle Leistung. Bin aber wahnsinnig stolz auf mein Mädchen, wie sie es gemacht hat. Gell? Super. Jetzt hätte ich eine Challenge für euch. Versucht mal da drauf zu klicken, dann seht ihr nämlich noch mal ein weiteres lustiges Video. Und wenn ihr gar nie mehr eins verpasst, da unten hat es einen Knopf, der heisst Abonnieren. Auf den würde ich klicken und wenn ihr die Glocke auch noch drückt, verpasst ihr garantiert nie mehr etwas.